«Gewöhn dich an Gemeinschaft». Der Titel dieser Serie tönt ein bisschen provokant, oder? So als Aufforderung oder so. Hey, gewöhn dich gefälligst ein bisschen dran. Das ist nicht die Idee, warum wir den gewählt haben. Oder? Es geht in dieser Serie vor allem darum, dass wir Gemeinschaft als eine geistliche Übung oder eben vielleicht auch eine geistliche Gewohnheit beleuchten. Weil mega vieles, was zu der Nachfolge gehört, dazu gehört, Jesus nachzufolgen, entfaltet dort seine Kraft und sein Veränderungspotenzial in unserem Leben, wo es regelmäßig passiert, wo es eben eine Gewohnheit wird und wo es einen regelmäßigen Rhythmus hat. Und darum geht es in dieser Serie, wenn wir über Gemeinschaft reden, weniger darum, wie denn die Gemeinschaft soll gestaltet sein und funktionieren, sondern warum verschiedene Arten von Gemeinschaft einen regelmäßigen Bestandteil von unserer Nachfolge sollen sein. Wir werden übrigens jedes Jahr eine geistliche Gewohnheit oder mindestens eine zusammen anschauen. Letztes Jahr haben wir das gemacht mit dem Sabbat. Jetzt dieses Jahr ist es eben die Gemeinschaft und eben vielleicht für viele ist das sogar vielleicht ein neuer Gedanke, dass eine Gemeinschaft kann so eine Gewohnheit sein. Und ist mir wichtig zu sagen, auch Stille und allein sein ist zum Beispiel auch so eine geistliche Gewohnheit. Die werden wir ein anderes Mal dann miteinander anschauen. Und je nachdem, ob du eher introvertiert bist, zieht es dich vielleicht automatisch ein bisschen mehr so in stille Einsamkeit und Gemeinschaft ist für dich ein bisschen schwieriger. Und wenn du extrovertiert bist, ist es vielleicht genau umgekehrt. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir alle beides brauchen. Es gehört mit dazu, zum Miteinander unterwegs sein. Und es hilft, wenn man ein bisschen weiss, zu was dass man eher tendiert, dass man vielleicht den Fokus dort drauf legen kann, wo es einem ein bisschen schwieriger fällt. Wir sind mitten in dieser Serie, es ist der 3. Teil und darum möchte ich kurz mit euch einen kleinen Rückblick machen auf das, was wir bis jetzt angeschaut haben, falls ihr etwas verpasst habt. Ich mache euch aber generell Mut, tut es doch noch schnell. Es lohnt sich, zum Nachhören, wenn ihr es verpasst habt. Im ersten Teil ist es darum gegangen, dass wir Menschen zur Gemeinschaft geschaffen sind. Oder Gott sagt im 1. Mose, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und so hat er die Gemeinschaft geschaffen. Und wir haben es vor allem dort von engen Freundschaften gehabt und dass sie ein wertvolles, aber auch ein umkämpftes Geschenk sind. So enge Freundschaften sind nicht etwas, was selbstverständlich sind. Und das Problem von der Einsamkeit, das in der heutigen Zeit immer grösser wird, zeigt uns, wie wichtig dass sie eigentlich sind. Und 2 Sachen, wo mir so ein bisschen geblieben sind, so ein bisschen Mini-Takeaways. Das eine ist, dass die meisten guten Freundschaften entstehen, wenn man zwischen 15 und irgendwo 30. Und das heisst, es lohnt sich gut zu überlegen, hey, was für Freundschaften habe ich, mit wem habe ich es? Oder sogar, wenn ihr Kinder habt, zum überlegen, hey, wo finden sie ihre Freunde? Weil die Chance ist gross, dass die sie so mit 16 bis 20 haben, dass das Freundschaften sind, die länger anheben. Ein zweites Takeaway für mich war so, die Frage, wie bringe ich Jesus vielleicht mehr in meine Beziehungen, in meine engen Beziehungen? Wie kann er mehr ein Teil sein von meinen Freundschaften? Im zweiten Teil ist es darum gegangen, um die Veränderungskraft der gelebten christlichen Gemeinschaft. Und der Johannes hat da zu uns geredet und erzählt, dass die Gemeinschaft uns formt, sie uns verändert, aber eben auch, dass es nicht ein Selbstläufer ist und dass wir sehen, wie es auch die 12 Jünger, die sind bunt zusammengewürfelt gewesen, die sind unterschiedlich gewesen und auch zwischen ihnen ist nicht einfach alles nur harmonisch gewesen. Das sind nicht einfach 12 Best Buddies gewesen, die sich getroffen haben und gefunden haben, hey komm, wir gehen zusammen jetzt dem Jesus nach. Und das braucht manchmal ein bisschen etwas. Und der Johannes hat uns dann erzählt, warum er seit über 40 Jahren ein Teil von Groups ist, nämlich simpel und einfach, hat er so kurz und knapp gemacht. Weil Jesus uns das vorgelebt hat und weil der Heilige Geist in so einer verbindlichen Gemeinschaft, also wenn es eben eine Gewohnheit ist, seine Früchte in uns kann wachsen lassen. Und ein Gedankenanstoß, wo mir das dann schlussendlich gegeben hat, ist, es gibt manchmal so einen Moment, da habe ich das Bedürfnis nicht nach Gemeinschaft. Wo ich das Gefühl habe, hey, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, das Gefühl hast, hey, ich habe schon Familien und so weiter, das langt, ich habe irgendwo gerade genug. Aber ich habe wie so ein bisschen für mich gemerkt, so, hey ja, aber ein Stück weit raube ich dann manchmal auch anderen die Gelegenheit, mit mir Gemeinschaft zu haben. Und ich raube mir selber eine Gelegenheit, um wachsen.
Und das hat mich nochmal so ins Nachdenken gebracht, so auch ganz bewusst manchmal in diese Beziehungen zu investieren. Heute geht es um Gemeinschaft als Kirche und damit meinen wir nicht einfach nur den Gottesdienst am Sonntagmorgen, sondern alles, was weiter dazugehört. Aber so die nächst grössere Stufe, oder? Wir tun so von klein, so der ganz enge Kreis, zu ein bisschen der erweiterte Kreis, jetzt zu dem Kreis, man kann sagen so 150 plus, oder so. Aber das sind Zahlen. Aber ihr wisst das. Es geht ein bisschen um die grössere Dinge. Und letzte Woche hat Johannes erzählt, wie Individualisierung für unsere Gesellschaft auch viele Probleme bereitet. Und das könnte auch heute so ein Stolperstein sein für die Gemeinschaft von uns als Kirche, weil es in der Kirche nicht in erster Linie um mich als Individuum geht. Zu dem erzähle ich aber nachher noch ein bisschen mehr. Ein bisschen Spannung aufbauen. Der bekannte Pastor, Theologe und Philosoph, der Dallas Willard, hat regelmäßig gesagt, wenn es um die Kirche gegangen ist: Ich hüte mich davor, die Kirche zu kritisieren, denn ich weiß, wer sie leitet. Und damit hat er nicht einfach Angst gehabt vor einem Pastor oder so. Was er damit wollte sagen ist, dass schlussendlich die Kirche nicht das Projekt oder die Idee von Menschen ist, sondern dass sie Gottes Idee und sein Projekt ist. Jesus hat sie ins Leben gerufen und gesagt, er wird sie bauen. Das ist etwas, was wir in Matthäus 16,8 lesen, wo er an Petrus sagt: Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Also er sagt ihm: Hey, du wirst der Begründer sein, aber ich baue die Kirche. Und im Neuen Testament wird Jesus dann immer wieder auch als Haupt davor bezeichnet. Oder Kolosser heißt, er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Das heißt, Gott baut seine Gemeinde und wir lesen im Neuen Testament, dass er sie liebt wie eine Brut. Dass sie für ihn wunderschön und wichtig ist. Und du und ich, wir sind Kind von dem Gott, wenn wir das wollen oder nicht. Und wir sind in diese Familie hineingeboren. Und wir sind ein Teil davon, von Kirche. Vielleicht so ein paar kleine Gedanken. Eben, Kirche ist nicht ein Projekt oder eine Vision von irgendwelchen Pastoren oder von uns Pastoren. Wir alle zusammen miteinander, wir sind Kirche. Und wir dürfen gemeinsam zusammen entdecken und herausfinden, was das heissen kann und wie das aussehen soll. Und heute sagen viele Menschen, ja, aber Kirche, das hat keine Zukunft mehr, es braucht irgendwie ein völlig andere Modell und die einen machen sich grossartige Gedanken, um Kirche zu kämpfen und sie zu retten. Aber Kirche ist Gottes Projekt. Und das ist nicht unsere Aufgabe, Kirche irgendwo zu retten. Und die Kirche hat schon viel größere Krisen erlebt, als wir uns vorstellen können. Und für mich hat das, oder für mich auch gerade als Pastor, heisst es immer wieder: Hey, es ist nicht meine Kirche. Die GVC Zürich Oberland ist nicht meine Kirche, es ist nicht unsere Kirche, sondern es ist Gottes Kirche. Und das heisst, ich gebe mein Bestes, weil es ist ein Privileg, ich darf in Gottes Kirche hineinwirken, aber der Chef ist Gott und im Endeffekt entscheidet er. Und an seinem Willen und an seinem Sagen ist es, ob es gelingt oder nicht. Und so eine Aussage, die man manchmal noch so in Bezug auf Kirche entgegenläuft, ist, dass Leute sagen, die sind jetzt wahrscheinlich alle natürlich nicht da: Ich liebe Jesus, aber Kirche brauche ich eigentlich nicht. Und sehr wahrscheinlich, meistens ist das wahrscheinlich ein Ausdruck davon, dass Leute eine Enttäuschung in Kirche erlebt haben, weil das ist auch eine Realität. Aber wenn wir anschauen, was die Bibel über Kirche sagt, wenn wir das Neue Testament durchlesen, dann denke ich manchmal so: Hey, aber das ist so voll von Kirche. Es ist eigentlich gar nicht möglich, zu sagen, Kirche ist mir einfach egal oder ich brauche das nicht. Weil wir sind ein Teil davon, ob wir es möchten oder nicht. Vielleicht kannst du dich selber einmal schnell fragen: Hey, wie siehst du Kirche? Ist sie für dich mehr so ein menschliches Gebilde oder ist sie Gottes Idee? Ist sie etwas Göttliches oder ist es einfach eine Institution? Und wie gesagt, ich bin mir bewusst, dass die Kirche nie perfekt ist und dass einige von uns in oder durch die Kirche tief verletzt worden sind und enttäuscht worden sind. Und also zum einen beziehe ich mich da mit ein, ich auch schon, und habe ich auch schon andere verletzt. Und darum ist es wichtig, wenn der Dallas Willard sagt, er hüte sich Kirche kritisieren. Das heisst nicht, man darf
nicht auch kritisch sein und Sachen ansprechen, die nicht gut sind. Und es kann sogar sein, dass man mal muss sagen, hey, ich gehe aus einer Kirche. Aber ich glaube, ganz ohne Kirche geht es nicht. Ein bekannter Spruch sagt, Kirche ist ein Spital für Sünder, kein Museum für Heilige. Und mir hilft es, wenn ich mir das wieder so ein bisschen bewusst mache. So, ja, wir sind alles unfertige Menschen. Niemand von uns ist perfekt. Wir sind alle auf einem Weg und selbst wenn wir die besten Absichten haben, passieren doch Verletzungen und Enttäuschungen. Und irgendwie ist das so das Schöne, dass Gott trotzdem oder vielleicht gerade durch das irgendwo uns möchte brauchen und uns hineinberuft, ein Teil von dem sein. Und es gehört irgendwo zu dem Wachstum oder eben zur Nachfolge, sich ein Teil von dem zu machen und durch das verändert werden. Und ich glaube immer noch, und das ist so ein von meinen Leitversen, ich glaube, dass Kirche Gottes Nummer 1 Werkzeug in dieser Welt ist, wie er möchte wirken. Und ich muss es gleich noch schnell sagen, oder so, ja, ich rede heute Morgen hier als Pastor und irgendwie, als ich das Thema so bekommen habe, habe ich gemerkt, ja, es ist auch ein bisschen eine schwierige Rolle, weil ja, offensichtlich bin ich Fan von Kirche und ich will das überhaupt nicht verstecken. Aber ich habe mir versucht, wirklich Gedanken zu machen, wie kann ich das Thema bringen, um nicht irgendwo eigene Zwecke oder Ziele zu verfolgen, aber trotzdem irgendwo auch ganz ehrlich zu meinen Überzeugungen stehen. Und das, ja, ich hoffe, ihr spürt es raus. Und jetzt all die schon gedacht haben, ja, heute Morgen kommt dann sicher noch da der bekannte Hebräer-Vers so von «Verlöhnt ja nicht eure Gemeinschaften» und so weiter. Ich habe wirklich mit dem Gedanken gespielt, weil es ist irgendwie so, aber ich habe mich bewusst entschieden, um das nicht zu bringen, weil der ist so oft gebraucht worden in einer manipulativen Art und Weise, dass es schwierig ist. Wir kommen zum ersten Punkt. In der Apostelgeschichte 2 lesen wir so einen wunderschönen Beschreib von der ersten Gemeinde. Und den lesen wir gerade mal miteinander ein paar Verse am Stück. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Was für ein beeindruckender Text, oder? Das ist einfach so, wow. So, wie muss das wohl gewesen sein? Wir alle denken manchmal so, wäre gerne dabei gewesen. Ich möchte den Fokus auf etwas lenken, gerade im zweiten Teil, was heisst, dass sie sich sowohl in Gemeinschaften, in kleineren, in Häusern getroffen haben, aber auch in der grösseren Versammlung im Tempel. Anscheinend hat es beides gegeben. Und manchmal haben wir so das Bild von der ersten Kirche, dass das alles so kleine Hauszellen waren. Aber ich glaube, da ist durchaus auch der grössere Rahmen herum. Und heute erleben wir es, dass es oftmals auch so ein bisschen Skepsis gibt gegenüber grossen Kirchen. Wir wissen von vielen Skandalen und Sachen, von so Megachurches und sind uns darum bewusst, dass das auch viele Schwächen oder teilweise auch problematisch ist. Und dann gibt es Menschen, die sagen, hey, treffen uns lieber nur noch in den Häusern. Und wo der Tempelaspekt so quasi lieber weglassen. Aber wenn wir anschauen, bei der ersten Kirche, dann sehen wir, dass sie beides hatten. Im Vers 41 heißt es dann sogar noch, also eine vorher, dass die Gemeinde an einem Tag um über 3000 Leute gewachsen ist. Und ich meine,
das war definitiv keine kleine Kirche. Man geht davon aus, dass die erste Kirche in Jerusalem um die 5000 Menschen waren. Also man könnte sagen, die erste Kirche war eine Megachurch. Jetzt wichtig, es geht mir nicht um die Grösse von einer Kirche, aber es ist manchmal ja doch auch ein Thema, wie groß darf oder sollte eine Kirche sein, was ist optimal und dass es noch übersichtlich wird. Ich glaube, die Grösse ist nicht das, was entscheidend ist. Auch nicht, in welcher Art und Weise eine Kirche organisiert ist. Aber ich glaube, der Punkt, den ich machen will, ist, dass auch die grösseren Versammlungen von 50, 150, 1000 Leuten, die sind wichtig, die brauchen wir und diese Art von Gemeinschaft gehört mit dazu. Jetzt ein zentraler Aspekt von diesen grösseren Versammlungen, wenn man in die Bibel schaut, wenn so viele Leute zusammengekommen sind, ist, dass so die grösseren Versammlungen ein Ort sind, wo es leer passiert. Jesus war sehr oft von Menschenmengen umgeben und was hat er gemacht? Er hat gelehrt. Oder auch in der Apostelgeschichte 2, eben das, was wir vorher gelesen haben, heißt es, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Also ein Aspekt von dem Zusammenkommen, von dieser Gemeinschaft im Grösseren ist das Lernen. Mehr über Gott, über seine Gedanken, über sein Wort, über die Prinzipien von seinem Reich zu lehren. Uns irgendwo gesunder Lehre auszusetzen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Was ist denn gesunde Lehre? Mega schwierig, das irgendwo zu beurteilen. Ich glaube, da muss jeder von selber irgendwo in eine Reife hineinwachsen. Und ein Vers, den habe ich mir jetzt gleich gefunden, den bringe ich, auch wenn auch der manchmal ein bisschen kontrovers ist. 1. Timotheus 4,3. Es heisst, denn es kommt eine Zeit. Ich glaube, das ist häufig das Problem, dass man dann gerade wie sagt, so, jetzt ist die Zeit gekommen. Wahrscheinlich hätte man vor 20, vor 30, vor 40, vor 50 Jahren das gelesen und auch gerade denkt so, ja, trifft gut auf heute zu. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Jetzt, mir geht es überhaupt nicht um jetzt irgendwie da so warnend und drohend oder irgendwie so etwas, sondern, als ich das gelesen habe, habe ich gefunden, das ist eigentlich noch ein cooler Anstoß, um sich selber zu reflektieren. Einfach sich zu fragen, hey, mit was für einer Einstellung oder Erwartung gehe ich in die Kirche? Bin ich da, um etwas zu lernen oder bin ich da, um einfach ein gutes Gefühl zu haben? Bin ich da, um mich auch herausfordern zu lassen? Oder fühle ich mich vor allem dort wohl und bin ich vor allem dort gern, wo ich einfach bestätigt werde in dem, was ich schon glaube. Und damit möchte ich, oder ist auch wichtig zu sagen, nicht nur alles, was mich herausfordert, ist automatisch wegen dem richtig, sondern das Prüfen gehört mit dazu. Aber bin ich offen bin ich in der Kirche mit einer Haltung, die sagt, hey, ja, ich möchte mich herausfordern lassen. Und dann kann man sich natürlich auch noch fragen, zieht es mich zu, da ist in dem Text ist die Rede zu so Legenden und Spekulationen, und vielleicht könnte man das ins Heutige übersetzen, irgendwelche Speziallehren, besonders kreative Auslegungen, exzessive Zukunftsprophetien. Das ist alles super spannend. Die Frage ist manchmal der Nutzen. Und sehr oft eben ist vieles basierend auf Spekulation, oder dann eben schon fast legendär. Das wäre so der erste Punkt. Ich glaube, dass gesunde Lehre über Gottes Ideen, über seine Welt, über uns Menschen, über unser Miteinander für uns prägend sind. Und das ist einer von diesen Aspekten, wo wir im grösseren Rahmen wo in dieser Gemeinschaft vom grösseren Rahmen passiert. Jetzt schau dich mal schnell um. Da drin, hinten, vorne, rechts, links. Das sind so viele Menschen aus den verschiedensten Hintergründen. Wenn wir das anschauen, wo wir alles eigentlich herkommen, dann ist das schon recht crazy, dass wir da alle zusammen sind. Und eigentlich dürfte der Haufen von Menschen noch viel gemischter sein, wenn es nach der Bibel geht. Aber dass das so ist, dass so unterschiedliche Menschen wie wir einen Ort da finden, das ist eine zentrale Folge vom Evangelium. In Galater 3 heißt es, hey, da gibt es keine Heiden mehr, da gibt es keine Juden mehr, da ist kein Unterschied mehr zwischen Sklaven, zwischen Herren. Wir sind alles.
Geschwister und Kind Gottes. Und ich glaube, die Idee, die Gott dahinter hatte, ist, dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit ergänzen, weil wir zusammen miteinander den Leib Gottes bilden. Könnt ihr euch das mal bildlich vorstellen, so einen Körper, der braucht Unterschiedliches. Der braucht unterschiedliche Teile, sonst sieht es recht komisch aus. Und die Idee oder das theologische Prinzip dahinter ist, dass wir uns einander ein Stück weit Verkörperung Gottes können werden. Das ist jetzt ein bisschen hochgestochener Satz. Aber das heisst, dass wir einander gegenseitig Hände und Füße von Gott sein können. Dass er durch uns an anderen Menschen wirkt oder zu anderen Menschen wirkt. Dass wenn mich der Dave heute Morgen ermutigt, in einem Struggle, den ich habe, weil ich sein Bruder bin, dann hat durch den Dave Gott mir geholfen. Und Gott ist für mich erfahrbar geworden durch den Dave. Und das ist genau das Miteinander von der Kirche, das wir brauchen. Und das Miteinander, das zusammen eben dann der Liebe Gottes, das Bild bildet. Wir haben für uns als GVC-Bewegung so ein paar Wegpunkte von unserem Glauben festgehalten und wir haben es dort so formuliert. Nur in der Gemeinschaft wird die Fülle des Dreieinen Gottes sichtbar. Also die ganze Bandbreite von dem Gott. Ein Gott der Beziehung kann nur in Beziehung verkörpert werden. Für eine umfängliche Ausgestaltung seines Reiches sind die Menschen in der Fülle ihrer Eigenheiten und Begabungen nötig. Es braucht die Unterschiedlichkeit. Und ein Aspekt von dieser grösseren christlichen Gemeinschaft ist auch, dass wir uns gegenseitig dienen und uns so gegenseitig ergänzen. Und je mehr und je vielfältiger unsere Kirchen sind, desto vollständiger können wir Gott reflektieren. Und das Schöne an dem Bild vom Körper ist, dass es eben genau die Unterschiedlichkeit und Vielfalt eben irgendwo feiert und trotzdem eine gemeinsame Einheit bildet. Eben ein Finger, eine Hand, ein Arm, allein für sich irgendwo ist eher noch grusig. Aber nur wenn es zusammenbildet, ein Körper und eine Einheit ist, dann macht es wirklich Sinn. Und das ist ja das, was Paulus im Römer 12, Vers 4-5 sagt. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Also als Christ bist du ein Teil von dem Körper und der Körper, der braucht dich. Und ich möchte dich fragen, dass du vielleicht kurz überlegst, glaubst du wirklich, dass es einen Unterschied macht, ob du da bist oder nicht? Und als was siehst du dich in Bezug auf die Kirche? Eher als Außenstehender, Beobachter oder als Besucher oder als aktives Mitglied? Das ist noch cool, das Wort Glied steht drin, als Teil, ein aktives Glied an dem Körper. Ein weiterer Punkt. Als Christen müssen wir uns manchmal die Frage stellen, wer beeinflusst denn da wer? Beeinflussen wir die Welt oder beeinflusst die Welt uns? Und es gibt so einen Spruch, den ihr wahrscheinlich auch schon gehört habt, wir leben in der Welt, sind aber nicht von dieser Welt. Und damit ist nicht gemeint, dass wir irgendwie Aliens oder etwas sind, aber wir gehören zu Gottes Reich. Das ist das, wo wir dafür geschaffen sind und wo unsere wahre Heimat ist. Und als Nachfolger von Jesus sind wir berufen, jetzt schon, im Heute, in dieser Welt hinein, nach Gottes Königreich, nach seinen Regeln
zu leben. Und das ist oft, ich weiß nicht, wie es euch geht, gar nicht so einfach in einer Welt, wo der Glaube nicht viel zählt. Wo Gott oft kein Faktor ist. Wo christliche Werte manchmal auch anecken. Wo man irgendwo als Christen manchmal einfach merkt, hey, wir sind anders. Weil wir zu Jesus gehören. Und jetzt ist eben wieder die Frage, wer beeinflusst jetzt wer? Und wie viel Raum gibt es, dass wir uns wo wir von der Welt beeinflusst werden und wo werden wir auch im Sinn vom Reich Gottes beeinflusst? Und ich glaube, genau darum ist so die christliche Gemeinschaft in der Kirche so eine gute und wichtige Gewohnheit, wenn sie eine Regelmäßigkeit drin hat. Weil die Kirche ist auch eine Gegenkultur. Oder jemand hat es mal gesagt, sie ist ein wunderschöner Widerstand gegen eine Welt ohne Gott. Ein wunderschöner Widerstand gegen eine Welt ohne Gott. Ich finde das so schön ausgedrückt. Und das ist irgendwo so cool zu wissen. Hey, wir kommen hier zusammen und wir wissen, dass wir alle miteinander, dass wir Jesus nachfolgen. Und dass wir heute Morgen hier an einem Ort sind, wo Gott regieren soll, wo er das Zentrum ist, wo er das Wichtigste ist. Kirche ist ein Ort oder soll ein Ort sein, wo das Königreich Gottes, wo wir in der Bibel davon lesen, wo Jesus darüber predigt hat und gelehrt hat, wo das sicht, spürbar und erfahrbar wird. Wo wir einen Vorgeschmack von dem bekommen können, wie das würde aussehen, wenn das überall wäre. Ein Ort, wo wir das versuchen anzudeuten und erfahrbar machen wollen. Das, was in seiner Ganzheit dann irgendwo dann noch kommt, so einen Vorgeschmack auf den Himmel. Aber eben auch, vielleicht auch ein Beispiel oder ein Übungsfeld für uns, zu merken, hey, ja stimmt, es geht eigentlich auch anders. Es muss nicht alles so laufen, wie es in der Welt läuft. Wir sind ja zu etwas ganz anderem berufen und auch wieder mal den Unterschied vielleicht wahrzunehmen. Es ist eine Art eine Gegenprägung zu der Prägung, die wir unter der Woche durch die Welt erfahren oder vielleicht auch einfach ausgesetzt sind. Es ist so ein Ort, wo der Himmel und die Erde sich berührt und wo man so ein Stückchen von dem Himmel auch berühren können. Und so immer, wenn wir am Sonntag in den Gottesdienst hineinkommen und dann die anderen rechts und links, hinten und vorne an uns sehen, werden wir daran erinnert, stimmt, ich bin nicht allein. Wir sind zusammen ein Teil von Gottes neuer Menschheit, von seinem Lieb, von seiner neuen Schöpfung und gemeinsam, miteinander können wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Auch wenn keiner von uns perfekt ist. Aber wenn wir alle unsere Fehler und unsere Probleme haben. Vielleicht 2 Fragen, die du dir stellen kannst. In welchen Bereichen von deinem Leben erlebst du Kirche als so eine Gegenkultur zu der Welt? Welche Werte und Prinzipien, die wir da als Kirche, als im Reich Gottes leben, steht im Kontrast zu den Einflüssen der Welt um dich herum? Kirche ist also etwas, was wichtig ist, auch für uns persönlich und was eben eine wichtige auch Gewohnheit ist auf dem Weg vom Jesus nachfolgen. Wir wachsen und wir lernen miteinander, wir ergänzen uns und bringen unsere Gaben ein und wir bilden so eine wunderschöne Gegenkultur, wo Gott spür- und erfahrbar wird. Ich hoffe, dass du merkst, wie das etwas ist und dazu beiträgt, dass du aufblühen kannst. Und wie wir miteinander mehr bewegen können und stärker sind, als wenn jeder Einzelne allein wäre. Aber, ich habe das am Anfang schon angetönt, in der Kirche geht es nicht in erster Linie um dich und um mich. Eine der wichtigsten Aufgaben, die wir haben als Kirche, ist es, Gott zu preisen und ihn anzubeten. Und das machen wir durch unsere Lieder, das machen wir mit unseren Gebeten, das soll auch durch unsere Predigten, aber eben auch durch das Miteinander, das wir haben, passieren in unseren Beziehungen,
In dem, wie wir da miteinander zusammenkommen und miteinander umgehen. Und ich möchte mit diesem Punkt aufhören, weil er uns ein Stück weit auch wieder in unserem Individualismus oder eben auch in unserem Konsumdenken, wo wir uns so gewohnt sind, herausfordert. Weil wie schnell haben wir auch in Bezug auf die Kirche Gedanken wie, hey, was bringt es mir? Profitiere ich genug? Stimmt es für mich? Welche Bedürfnisse kann die Kirche für mich stillen? Aber in der Kirche geht es nicht in erster Linie um mich. Und ja, zum Glück haben wir die Möglichkeit, dass wir Kirchen aussuchen können. Und es soll überhaupt nicht in eine Richtung gehen, dass wir nie irgendwo eine Kirche wechseln dürfen. Es gibt gute Gründe. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, am Schluss des Tages ist nicht die Kirche da zu mir gefallen, sondern Gott. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich glaube, die Tatsache, dass du da bist und die Predigt hörst, sagt schon, dass du jemand bist, wo dem die Gemeinschaft wichtig ist und wo sie schätzt. Und ich hoffe, dass ich euch trotzdem ein paar so Gedankenanstöße geben konnte und vielleicht das Verständnis von Kirche noch mal ein bisschen zu schärfen oder vielleicht eben vor allem, warum es auch eine wichtige Gewohnheit ist, die Gemeinschaft, die wir da miteinander haben, auch in dem grösseren Rahmen. Und mir ist wichtig, dass wir uns alle bewusst sind, hey, wir sind nicht einfach Gottesdienstbesucher. Wir sind Mitglieder. Wir sind berufen, Teil von dem zu sein. Und wie wir es jetzt in dieser Serie gemacht haben, möchte ich am Schluss jetzt auch noch mal ein paar Fragen auf den Bildschirm tun, um für uns kurz einen Moment zu nehmen, um zu reflektieren. In Bezug auf Gemeinschaft als geistliche Gewohnheit. Wie prägt dich die Vorstellung, dass christliche Gemeinschaft nicht nur eine soziale Aktivität ist, sondern auch eine geistliche Übung? In Bezug auf Gemeinschaft als Kirche. Welchen Aspekt von Kirche hast du vielleicht unterschätzt? Oder brauchst du vielleicht auch besonders in deinem Leben? Ist das Lernen, das Ergänzen, das Gegenkultur der Kirche oder Gott anbeten? In Bezug auf Anbetung, wie oft ertappst du dich dabei, die Kirche durch die Linse von deinem persönlichen Nutzen zu betrachten? Was kannst du machen, um Gott mehr in den Mittelpunkt zu stellen? Und in Bezug auf dich und Kirche, welche Regelmäßigkeit im Hinblick auf eben eine Gewohnheit soll Kirche in deinem Leben haben? Und wie oder was muss sein, dass sie für dich nicht einfach nur eine Tradition ist, sondern eine Gewohnheit aus Überzeugung? Wir lassen die Fragen noch kurz stehen. Bevor ich bete, möchte ich einfach auch noch ein Angebot machen. Wenn dich etwas hindert, dich ein Teil von dieser oder von einer anderen Kirche zu machen,
dann möchte ich dir das Angebot machen für ein Gespräch, um mal darüber reden, was ist es, was dich hindert, und anschauen, was könnte helfen. Vielleicht auch nicht, oder auch einfach zum Verständnis entgegenbringen oder auch sagen, es tut mir leid für die Verletzungen, die rum sind oder du erlebt hast. Ich möchte euch einladen zum Aufstehen, zum Gebet. Jesus, du liebst Kirche. Das ist ja deine Idee. Das heisst, sie ist deine Brut. Und wir lesen im Neuen Testament, dass du bereit bist, dein Leben für sie anzugeben. Und das hast du. Nicht nur bereit gewesen, sondern du hast es gemacht. Und du hast dich entschieden, Kirche mit uns zu bauen. Und das bedeutet, dass Kirche einfach nie perfekt ist. Dass sie manchmal schon schwierig ist. Und doch die Idee dahinter ist so schön. Und so gut, so genial. Es ist so ein schöner Widerstand gegen eine Welt ohne dich, wo es ohne dich versucht. Das ist der Ort, wo wir das irgendwo einen Vorgeschmack darauf haben, wie es irgendwann wird sein und wo wir eingeladen sind, selber dazu beitragen, dass das Reich Gottes dort Raum einnehmen. Und ja, ich glaube, Kirche hat so eine Kraft, wenn sie eine Gewohnheit in unserem Leben ist. Und dass du siehst, wo jedes einzelne von uns steht. Du siehst, wo wir als Kirche stehen. Wo das wir es gut machen, wo das Sachen schwierig sind. Jesus, ich bete, dass wir eine Kirche sein dürfen, die wirklich lebt. Eine Kirche sind, wo dein Reich irgendwo erfahrbar sein darf. Wo das Miteinander bestimmt ist durch deinen Geist. Wo wir verändert werden, wo wir beitragen dürfen. Wo wir eingeladen sind. Wo wir erfahren, dass andere für einen da sind, wenn es uns nicht gut geht. Und wo wir wiederum für andere da sein oder uns mit unseren Gaben reingeben. Danke, Jesus, dass du in unserer Mitte bist. Dass du uns immer wieder auch herausforderst. Wir dürfen von dir lernen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass die GVC deine Kirche ist, nicht einfach unsere. Dass du deine Hand darüber hast.